sind wieder Gefall wie Digitalisierung, Deontologie, Themenbereiche, die wichtig sind, und auf die ich werde zurückkommen. Me de Kehrpunkt as Geld. Geld as de Nähr de la Guerre an noch am Vierfeld von dieser Debatte als Story war am meisten geschriebener kommentiert gibt. Et gouf oft gesot am Vierfeld, Pressehöllle steht für Meinungspluralismus. Erlaubt man dem zu widersprechen. Pressehöllle steht für Status quo vom aktuellen Pressepluralismus an das eine Partei Presse. Es geht nicht darum, wirklichen Pluralismus zu schützen oder zu präservieren, wie der Herr Staatsminister gesagt hat, préserver la Pluralität, aber es geht darum, den Status quo aufzusichern. Das ist kein Geheimnis, dass ganz viele Produkte hier am Land, Journal, Zeitschrift zur Wolle, Vox und so weiter nicht lebensfähig wären ohne Steuergelder. Der SAP warnt hier für eine Zersplitterung. Das versteht ihr, wenn ihr wisst, dass Edith Press mit Tageblatt, Quotidien, Revue, à Jeu, die immerhin für 2017 3,6 Millionen kassiert, das sind 50% von der gesamten Pressehülle für Printmedien. Aber weil als Presse largement eine Parteipresse ist, geht es nicht auf diesen transparenten 7,5 Millionen für Printmedien nach ganz viel mehr oder minder verstoppte Subventionen. Und da fängt man mal an, als was der Nuss zu hören, hier am Haus. Als Chambersbiertchen geht nimmer nach Überdachszeitungen verdeelt, das als eine indirekte Subventionierung von den Dachszeitungen. Nicht mehr all Bierger Kredit, in der nicht auf eine Dachszeitung abonniert das Kredit nicht. Und da bin ich froh, also nicht und als Chambre, also nicht als Pflicht, all Bierger die Informationen zukommen zu lassen, und nicht nur denen, die auf eine Partei Dachszeitung abonniert sind. Dieselbe indirekt Subventionen gibt durch Publikationen, die obligatorisch Publikation von Submissionen durch den Staat, durch Gemengen, durch Etablissement public. Die nächste als Publikation judiciaire. All Failliten, Liquidationen, Zwangsstehen, Immobilien stehen, die an der Dagespresse publiziert werden. Als konkrete Propositionen so sind folgend. Erstens, was Chambersblatt geht sie mir der Meinung, dass nächst und all Haushalt soll verdeelt gehen, unabhängig von der Zeitung. Die zweite wird, dass den Amtsblatt Geschäft gezielt wird, Print- oder Digitalform, darum geht es nicht, wo all öffentlich an Judiciärpublikationen dran sind, das nicht verboten an der Dagespresse zu publizieren, aber das soll nicht mehr obligatorisch sein. Und dann sollten Herr Berger, ich kann mir nicht vorstellen, dass er fundamental gegen Pressehülle was. Ich denke, ein Liberale muss grundsätzlich als seiner Grundphilosophie hier dagegen sehen, dass der Steuerzahler Privatbetriebe unterstützt. Für was soll ich als Steuerzahler zum Beispiel der KP hier das Parteiblatt mitfinanzieren? Aus demselben Grund sind wir auch nicht für öffentliche Medien oder Staatsmedien, weil auch die garantieren keine Meinungsvielfalt. Am Contraire, das ist auch keine staatliche Aufgabe mehr kommen dazu. Wenn wir dann aber Pressehülle haben, dann sind wir dafür nicht mehr in einer gewissen Kondition. Die erste Kondition ist, dass wir nicht dürfen zufrieden gehen mit dem Status quo von der aktuellen Situation. Anstatt also zu so, wir wollen keine Zersplitterung, müssen wir so, wir wollen mehr Vielfalt, und dann müssen die Kriterien für können an den Genuss von Pressehilfe zu kommen, mehr erleichtert gehen. Ich will mich erinnern, als alle Guten darüber, was für eine große Schwierigkeiten als Kollege mit Vox hatten, für das abzubauen. Das muss sie während engem Jahr 5 Journalisten beschäftigen. Dann dürfen sie nach an die Lenk gezogen mit ihrem Agreement. Und sie konnten natürlich Pressehilfe auch nicht retroaktiv. Das ist extrem schwierig, also so ein Organ abzubauen. Der zweite, dass das Kriterium muss ganz klar geändert gehen. Ich meine, auch da müsste man d'accord sein, dass nicht mehr Sinn, dass den Pressehilfe als Barbeierhändler kriegt, dass also Zentimetern gemost gehen und dass durch Zeitungen seitenweise Agence France Presse, DPR und so weiter Meldungen publizieren, just für hier Pressehilfe abzusetzen. Und dann drittens, und das ist der entscheidendste, sind wir für eine staatliche Subvention nehmen dann von den wirklichen Meinungspluralismus garantiert wird, der Tisch, dass an denen subventionierte Medien dann auch ein Espace ist, wo die Parteien hier kommunizieren, publiziert, die nicht unkommentiert, der Frau in die Journalistik gehen, Journalisten sollen das kommentieren, aber sie sollen das auch publizieren und das totschweigen. Ein ganz einfaches Beispiel als Position zur RTL-Subvention, RTL Tele Lützeburg. Da geht weder an der Online-Version, noch am Radio, noch auf der Tele von dem betroffenen Institut auch nicht mehr Wort darüber berichtet. Soweit zum Meinungspluralismus.
Oni also wëlle se konnen ze zielelen, an oni journalistisch Freiheiten irgendwe zu haben frohe Musezwänge irgendwie ausgewogener Berichterstattung kommen an zur Möglichkeit, dat all Courant sich kann ausdrücken auch Courant, die net iwgen Parteipress verfügen. Wie se scheinst du Hanna eng Journalistik verstoppt gëtt gesäide bei RTL ganz gut mat der Carte Blanche. Do kann e Psycholog an enger Carte Blanche iwwer hier fallen, da so se mir hun darüber kein Abfluss, da das dem seg Menung. Journalist kann net meinen, da gëtt gesot mat da se Journalistik an eng Carte Blanche schon noch kein Statistik dazu, ich kann net beweisen mit das kein Fake News. Eng Carte Blanche gëtt man an engem Prozent vun de Fäll und irgende Mënsch verginn, den op enger Skala vu 0 bis 10 och nëmmen e Millimeter méiiert ass wie 5. D'Lach vu der Nation as een aner Beispiel. Die Regierung hat während 2 Deeg de ganze Podium fir sech. Dem Herr Bëttel singiert gouf live iwwer Droenden oder de Pierre Gramenier, an Owes konnte Gastschiberian op RTL 15 Sekunden dat zou schwätzen. Dat ass net Menungspluralismus, dat das ganz einfach eng Partei aufgekanzelt. Dann gëlt net nëmme fir Reis, dat gëlt och fir d Gesamtopposition, wann ihr guckt, wieviel Zeit dem gewidmet gouf, wat d'Opposition zur Deklaration zu soen hat. Ein anderes Beispiel ist die Table Ronde, die dann nowes organisiert gouf op der Tele, mat alle nationale Jugendorganisationen von denen am Parlament vertretene Parteien, ausser Eiser, das dann op eise Protest hin, wo RTL zurückgeruder, das hat man begräse mit gesäide, wéi mat Menungsvielfalt ëmgänge gëtt. Ich will auch etwas Positives sagen. Ich fand ganz gut, wann auch Pressehilfe und Online-Medien geht. Da sind wir ganz d'accord. Das ist ein gut Sache. Was soll nicht mehr Printmedien unterstützt gehen? Was wir auch ganz positiv haben, ist die Wolle von der Deontologie. Die NAD hat ganz richtig gesagt, es gibt zur Zeit schon hier am Land eine ganze Reihe von Moyens, wen sich kavieren, gegen falsch aussagen an der Presse. Penal, civil, droit de réponse, a schlussendlich Plainte beim Conseil de Presse. Wir müssen aber gucken, was in Wirklichkeit geschieht. Ein Plainte penal zum Beispiel war behauptet bei dem Deputierte wie eine Perquisition gewirkt, weil wir milliert an der Affaire Milche von de Logement, die wird klassiert, die wird nicht poursuiviert. Civil kriegen Leute, denen hier eher an den Dreck gezogen goufen, 2000 € Schuldensersatz. Ein droit de réponse, ein rezent Beispiel, die Lützeburger Woche publiziert ein droit de réponse auf einen Artikel am Quotidien, aber wiederholt dann 3 Wochen drauf genau denselben Artikel vom Quotidien nachreinkriegen. Plant beim Conseil de Presse, ich weiß nicht, wie ich den ersten Arrêt gesprochen habe, das muss ungefähr 10 Jahre hier sein, es dürfte Entretemps ganz genau 38. Das heißt, ganz wenig, das muss man sich vorstellen, für Wert. Es gibt ja eine kurze Deontologie, genau per Analogie zu dem, was auch geschieht bei den Advokaten oder bei den Architekten oder bei den Ingenieuren oder bei den Medizinern, sollte Conseil de Presse Aufgabe da erst holen und noch wirklich Sanktionen verhängen oder verhängen können, sowohl gegen Journalisten wie gegen Lieder, die Clip-Erklärung, gegen die kurze Deontologie verstoßen. Da gongiert es über Meinungsfreiheit an Zensur, Fake News und so weiter. Die an dem so ganz richtig, whoever controls the media, controls the minds. Es muss einfach aufpassen, dass nicht, ob einmal alles Fake News nennt, was eine Meinung durchstellt, die nicht gefällt. Es ist richtig, dass Abruf zum Hass penal poursuiviert wird, genauso falsch als da auch jeder zu poursuivieren, just weil eine Meinung vertritt, die nicht Mainstream ist. Das ist ein ganz wichtiger Debatte, den wir hier in der Chambre feiern müssen, an dem wir auch Werte feiern, den Schutz von der Meinungsfreiheit. Und ich freue mich auf den Debatte von unserem Kollegen Fernand Kartheiser angestoßen. Und Herr Präsident, ich bleibe in einer Menge Zeit. Ich wollte nicht den Redner in der Bresche, weil mich aber zitiert hat, wo gefragt wird, wie könnte es sein, dass die Liberalen dafür wir für staatliche Gelder zu benutzen, für Pressevielfalt zu unterstützen, eben gerade, weil die Liberalen für Pressevielfalt sind, und eben auch dafür sind wir beide dafür, dass wir die Presse als Lützeburg unterstützen. Ich freue dass nicht la loi du plus fort gilt, mir dadurch die Kleinen eine Chance haben. Voilà, merci. Ich notiere, dass Herr Berger also d'accord ist, dass die Kriterien geändert gehen, dass man nicht bei einem Status quo vor einer Parteipresse bleiben. Aber für den Rest habe ich von einer Grundphilosophie vom Liberalismus geschwärzt, dass staatliche Gelder, und das sind immer Steuergelder, wir schwätzen immer von staatlichen Geldern, dass die Steuergelder nicht sollten an Privatbetriebe fließen.